Die Auen der kleinen Flusstäler wie hier an der Mindel sind ein urbayerischer Lebensraum. Der Kenner hört den Zaunkönig, Amsel und Zilpzalp und die Mönchsgrasmücke. Stefan Böhm ist Biologe und Artenschutzexperte. Den natürlichen Reichtum vor der Haustür hat er zu entdecken begonnen, als er ein Bub war. Das ist genau diese Ecke, in der ich aufgewachsen bin, hier fast tägliche Streifzüge gemacht habe und da von klein auf immer mit der Vogelwelt in Kontakt war. Der Mindelstausee bei Jettingen-Scheppach. Hier hat Stefan Böhm schon 1990 Seltenheiten wie den Eisvogel beobachtet. Ein Kampfläufer rastet auf seinem Weg, auf dem er jetzt von Westafrika vielleicht bis nach Sibirien über 15.000 Kilometer zurücklegt. Was fliegt da? Ein kleiner Piepmatz mit einer Panzerknackermaske im Gesicht. Das sind Flussregenpfeifer, eine Kiebitzverwandte Vogelart, die bei uns auch als Brutvogel vorkommt und meist in Gewässernähe auf kurzrasigen Gebieten oder auch so auf Kiesflächen in Kiesgruben brüten, aber doch in einer sehr seltenen Anzahl bei uns, also wirkliche Raritäten. Deswegen wird es gleich aufgeschrieben. Das wird jetzt sofort notiert. Aktuell ist es noch ein bisschen schwer zuzuordnen, ob es sich dann um Brutvögel handelt oder auch nur um Durchzügler, weil hier der Mindelstausee auch eine wichtige Rolle als Rasthabitat während dem Vogelzug darstellt. Also Arten, die jetzt im Frühjahr von Westafrika bis nach Nordeuropa teilweise ziehen. Solche Aufzeichnungen machte er schon in seiner Kindheit. Und so dokumentiert er seit 25 Jahren genau, wie sich die Umwelt verändert. Seine Facharbeit im Gymnasium hat Stefan Böhm schon 2001 zu einem Buch ausgearbeitet. 164 Vogelarten hat er damals im Mindeltal beschrieben. Im südlichen Landkreis Günzburg liegt das Mindelrieder Paradies. Ein auf den ersten Blick unscheinbarer Flecken, aber Kenner wissen, dass hier, wie nur an wenigen Orten, etwas von der typischen Wiesen- und Auenlandschaft erhalten geblieben ist. Wo der Falke jagt. Ein roter Milan zieht Kreise. Mit scharf geschnittener Silhouette eilt eine Flussseeschwalbe vorbei. Vor allem aber gibt es hier noch jene gefiederten Lebewesen, die so typisch sind für die Heimat wie der Kirchturm, Wald und Wiese. Aber wir müssen länger nach ihnen suchen. Den Feldlerchen. Dann startet die Feldlerche zu ihrem typischen Steigflug. Er dauert Minuten, bis sich der zwitschernde Vogel völlig verausgabt hat. Ja, die Feldlerche ist jetzt so richtig im Beizgesang. Sie verteidigt das Revier, sie grenzt die die Grenzen ab und lässt sich da natürlich dann durch diesen typischen Feldlerchen-Beizflug das Ansteigen auch sehr gut beobachten und nachverfolgen. Je lauter, je variabler so ein Vogelgesang ist, desto besser kommt er auch bei den Vogelweibchen letztendlich an. Wieder erhebt sich eine Feldlerche. Nach dem Pick-Verrick der Wachtel aber lauschen wir vergebens. Rebhühner gibt es keine mehr und auch die Lerche macht sich rar. Also die Feldlerche ist eigentlich so der Vogel von der Landschaft, also der vom Offenland, von Talräumern, der früher zu Tausenden hier heimisch war oder viele hundert Brutpaare vorhanden waren, während jetzt eben nur noch einzelne Brutpaare momentan überhaupt anwesend sind und sind immer noch zwar vereinzelt da, aber nur noch eben in einem sehr geringem Vorkommen. Auf bis zu 70% schätzt Stefan Böhm den Rückgang, auch beim Kiebitz.
Mit seinem paddelartigen Flügelschlag ist er ein Flug- und Wendemanöverkünstler sondergleichen. Wir haben Glück. Die Vögel mit dem Federschopf sind gleich in der Gruppe unterwegs. Aber längst steht der Kiebitz auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Also hier hat man im Grunde einen ganz kleinen Ausschnitt, in dem einfach noch das Leben halbwegs intakt ist, kann man mal sagen. Ich meine, auch wenn man hier sich umschaut, man sieht überall wieder Grünlandumbruch, dass also wirklich auch in der Wiesenlandschaft Maisäcker entstehen. Und das ist natürlich hier im Idyll auch immer eine Dezimierung von der Struktur oder einfach eine Verarmung vom Lebensraum her. Aber großflächig betrachtet hat man hier eben nur so eine kleine Insel, wo sich dann natürlich diese wenigen Brutpaare Kiebitz, Feldlerche dann noch reindrücken, während sie andere Flächen, die viel großflächiger sind, gar nicht mehr nutzen können. Wenn die Vögel weniger werden, heißt das, dass die Natur insgesamt ärmer wird. Stefan Böhm hat sie als immer reichen, überraschenden Nährboden erlebt, an einem kleinen verwilderten Baggersee, der den Eltern gehört. Also es war hier an dem See so, dass wir einen jungen Vogel mit gebrochenem Flügel gefunden haben, den mit nach Hause genommen haben, aufgezogen und dann letztendlich wieder ausgewildert haben. Keiner wusste, was sich mal aus diesem völlig beflaumten Vogel entwickelt. Und letztendlich war es eine Wacholderdrossel und die war so der Start. Man hat das erste Vogelbuch gekauft. Das einzelne Geschöpf wurde zum Urerlebnis des verborgenen Reichtums, den Stefan Böhm nun schrittweise zu entdecken begann. Manchmal mit dem kleinen Bruder oder mit den Eltern. Immer war er draußen unterwegs. Er kümmerte sich um die Vögel und skizzierte ihren Lebensraum. Der Flussregenpfeifer steht auf der roten Liste, genauso wie die stark gefährdete Wiesenschafstelze. Während der Kampfläufer auf der Durchreise ist, hat der Kiebitz als typischer Wiesenbrüter sein angestammtes Revier bezogen. Kaum sichtbar brütet er hier schon. Aber seine Umwelt verändert sich. Obwohl er selbst noch jung ist, blickt Stefan Böhm auf einen rasanten Wandel zurück. Hier in diesem Gebiet haben Kiebitze gebrütet. Also als ich hier früher als Kind noch unterwegs war, waren hier mehrere Brutpaare zugange, die man da täglich beobachten konnte. Und genauso auch Feldlerchen und viele andere Feldvogelarten. Einst hat sich die A8 der Landschaft angepasst. Heute wird ganz anders gebaut. Ja, es ist natürlich dramatisch. Und ich meine, als Naturwissenschaftler betrachtet man das ja natürlich nach Möglichkeit immer halbwegs nüchtern. Aber man muss sagen, wenn man von Kindheit an hier die Vögel gesehen hat, immer beobachtet hat, geht es natürlich auch etwas auf die persönlichere Schiene. Und man denkt sich, dass doch in wahnsinnig viel verloren gegangen ist. Nicht nur an den einzelnen Brutpaaren an sich, sondern natürlich einfach an diesem ökologischen Wert. Man schaut quasi live zu, auch in jungen Jahren, wie die Natur Jahr für Jahr weniger wird und die Arten verschwinden. Manche der Lebewesen passen sich den neuen Gegebenheiten an. Viele aber ziehen sich zurück auf die letzten Inseln, die in der verwandelten Landschaft bleiben. Andere verschwinden, kaum dass jemand Notiz davon nimmt. Stefan Böhm ist der Zeuge, der jede fehlende Stimme in der Geräuschkulisse der Heimat erkennt und der weiß, wie viel hier schon verloren ging. Seine Beobachtungen zeigen, wie reich diese Heimat sein könnte, aber auch, wie schnell der Wandel vonstatten geht.